Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast von der schönsten Kurden von der Schweiz. Das haben wir so lange nicht mehr gesagt. Müssen wir auch nicht. Müssen wir auch nicht. Schau uns an, dann siehst du. Dann siehst du es einfach. Genau. Wir haben heute einen ganz speziellen Gast dabei. Wir haben den Freezy dabei. Yes, sir. Welcome. Alles gut. Welcome. Noch ein bisschen wasted von gestern, aber es ist Stift auf, Bro. Ja, immerhin sind bist du nicht allein. Ist nochmal jemand gestern voll drin. Alter, du hörst meine Just Woke Up Stimme, Alter. Ich bin kaputt. Darum geben wir noch eine Minute und geben uns Intro. Ey, Sero und Josh Negron, ich schwöre, ich weiss nicht, in welchem Film ihr zwei gerade lebt, aber vergesst bitte nicht, wo ihr herkommt. Vor allem du, Jolas, kennen eigentlich so Asen und Brunnenkarar. Yo, was geht ab? Ich bin's AZ von der Carmen Gang. Da ist der AZ. Was geht ab? 10 ist da. Check alle kurz und bündig, der beste Podcast überhaupt. Ja, der Melodie. Okay, von wo kommen meine Seelenverwandte? Kurdistan? Du und dein scheiß Podcast, ihr beide. Schön und gut, aber ich verstehe den Hack immer noch nicht. Das ist kurz und bündig morgen. Yes. Wenn ihr das hört, ist Montag der Irgendetwas. 13, kann man 14, sagen, 15, scheißegal. Auf jeden Fall, es ist, Super Idee, so einsteigen. es ist der Montag nach dem Release vom Album, da haben wir Balkon für zwei. Genau, 11. Das heisst, Montag 14. wird dann der 14. Voilà, siehst du. Gebt euch. Gebt Ich zeige euch sehr mal. gerne sogar. Weißt du, Stefan Raab hat das auch immer gemacht. Ja. So, Ja. Gell? Das Geile habe ich gefunden, er hat immer so ein Hölzchen gehabt, Ja. wo er es anschieben konnte, weil Voll. er gewusst hat, dort ist der Fokus. Ja, von der Ganz Kamera. geil. Wir haben jetzt wir haben das Album bekommen in physischer Variante. Das lassen wir, wie sagen wir dem, Rahmen. Nein, das ist in dem Stoff, in dem Plastik. Bro, ich bin so... Telefon. Dankeschön, keine Ahnung. in dem Telefon drin. Ja, Freeze, du hast ein neues Album rausgebracht. Yes, sir. Und ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber eigentlich kennen du und ich uns. Aber... Habe ich dir mal ein Handy abgekauft im Swisscom? Nein. Nein, aber ich habe noch gedacht, du weißt wahrscheinlich nicht mehr. Aber, also ich weiß gar nicht, ob du dort rum warst. Das ist Aber- eine Frage. Aber an der Jugendfilmtag im 2015 oder 2014 Mit dem Krieg in Pfister, oder wie? ist dein Video für Lamiga. Ja. Ja, da bin ich gesehen, doch. Stimmt. Da haben wir uns dort kennengelernt, ja. Ah, wirklich? Weil ich habe mit einem von meinen Filmen dort im Wettbewerb mitgemacht Ah, geil. und gewonnen. Und Schnell droppen, schnell Hast du droppen. gegen mich gut, oder wie? ist nicht wichtig, Bro. Gegen wer Wir nicht? sind in der gleichen Kategorie gewesen, ja, voll. Aber du bist der einzige Musikvideo drin gewesen. Das ist auch Ah, okay. mit Lamiga. Was ich übrigens muss sagen, bis heute einer von deinen, also ich finde, das ist glaube ich einer von deinen stärksten Songs, Alter. Hey, ich habe ihn halt einfach nicht mehr so gern, aber es ist wie so, ich glaube, rein von den Klicks und von den Streams und so Ja. gesehen ist einfach, dass der Song immer noch beliebt ist und dementsprechend kann nicht allzu beschissen sein. Ja, fair. Aber ich habe halt schon so viel mal live gespielt, so viel mal gehört, so ich kann nicht mehr allzu viel mit dem Song Ja, anfangen. das glaube ich dir, das glaube ich dir. Guck mal, es ist auch bekannt in dem Podcast, dass ich so ein bisschen eher auf poppigere Musik stehe. Ah, okay. Und Dann darum, bist du ja bei mir gar nicht so verkehrt. dann bin ich ja gar nicht so verkehrt, genau. Für mich ist eben das, ich glaube, der erste Berührungspunkt ist das gewesen. Mhm. Und dann haben wir, ich glaube, du hast selber auch ein bisschen Pause gemacht, oder? Ja, lange, ja, voll. Wie lange, wenn man fragen darf? Hey, also als Solomusiker sind es, wow, ich glaube im 16 ist meine zweite Soloplatte gekommen. Ja. Das ist Anti-Held. Nein, Oder? die Soloplatte hat geheißen «Aus der Vorstadt». Ja. Das ist «Flugangst aus der Vorstadt», das war 16 gewesen. Und jetzt 22 «Balkon für zwei». Dementsprechend reden wir da von 6 Jahren. Krass. Heftig. Ich habe zwischendrin mal noch so eine funny EP mit dem Bosnack gedroppt Ja. und ab und zu mal noch eine Single oder so. Also ich habe jetzt nicht gar nichts gemacht, Ja. aber so solomäßig mit Alben und so ist da 6 Jahre Funkstille gewesen. Ja, man kann sagen, du hast dich in dieser Zeit halt auf wahrscheinlich andere Sachen fokussiert, oder? Hey, ja, zwungenermassen auch, gell? Ja, zwungenermassen, ja. Voll. Deswegen bist du auch da. Ja, genau. Das war eine super Überleitung, gewesen, Bro. Ja. Normal, oder? Als wärst du direkt vom Moderatorstuhl gekommen. Wenn schon 30 Folgen aufnimmst, dann irgendwann mal Irgendwann hast du in es der Lage drin. sein, zum... Irgendwann hast du es dann schon ein bisschen Ja. Irgendwann hast du drin. Genau, und um das geht es heute eigentlich, um deine Pause, die du gemacht hast. Beziehungsweise, die du hast müssen machen aufgrund von Mental Health. Richtig, ja. Mhm. Bevor wir aber auf das reingehen, weil in dieser Folge, es wird heute ein bisschen eine ernstere Folge, wir reden ein bisschen über
die Destigmatisierung von Mental Health. Für die unter euch, die nicht wie ich Kunst studieren oder so studiert haben, Destigmatisierung heisst, Destigmatisierung heisst, dass man das bricht und darüber reden. Also wir wollen es im Fokus tun. Es ist eine Folge heute, die passiert, wo wir darüber reden, was gibt's, was haben wir für Erfahrungen gemacht mit Mental Health beziehungsweise mit mentalen Krankheiten und was ist passiert, was ist beim Freezy passiert. Ich kann sicher auch noch 1, 2 Geschichten erzählen. Ich weiß nicht, wer noch sonst noch etwas teilen will, da irgendwas zu sagen, das ist auch noch da. Ja. Bevor wir aber das machen, habe ich wie immer eine Weisheit für euch. Okay. Ja, auch heute, genau. Kennst du unsere alle Strassenweisheiten? Ja. Ja, Okay. es sind immer sehr geile Lines, wo ich vielleicht all mal rip, wegen dem Text oder so. Das ist mal der Jingle. Alle Strassenweisheiten. Und passend zu der heutigen Folge schreibt er, mach morgen krank, fix arbeiten. Und das muss auch mal sein, finde ich. Ja, normal, ja. Deep. Ich habe heute auch ich bin heute einen Kaffee geholt und ich habe auch mit dieser Dame kurz, die bei denen war, geredet und sie hat eigentlich immer Sonntag bis um 2 offen und jetzt haben sie irgendwie, glaube ich, bis um 5 oder 6 und sie hat auch gesagt, es ist kein Zustand mehr. Jeder Tag so lange arbeiten ist kein Zustand mehr, weißt du? Und dann hat sie auch gesagt, sie hat etwas ganz Schönes gedroppt und sie hat gesagt, meine Generation und auch vielleicht deine Eltern so, die haben das gemacht, weil es ist keine andere Möglichkeit rum gewesen. Du musst einfach durchgehen, irgendwie, Ja, scheißegal. Du kannst nicht sagen, oh mein Gott, das schießt mich jetzt an, es ist too much. Und unsere Generation ist jetzt die Generation, wo wirklich kann sagen, ey, nicht weil ich keinen Drang habe, es ist einfach zu viel. Ich habe das nicht. Es wird zu viel abverlangt von mir, oder? Und das ist etwas ganz Gutes, was sie gesagt hat, finde ich. Ich meine, schlussendlich hat Ali seine Line einfach geheißen, Bro, mach mal Pause. Voll. Wirklich? Lass nicht alles so schnell passieren. Einfach mal einen Gang runter. Wichtig, sehr wichtig. Entschleunigen und so. Super wichtig. Ganz wichtig. Ohne das geht es nicht. Du kannst nicht immer auf der Überholspur sein. Ja, wirklich. Du musst auch nicht immer laufen, kannst auch mal chillen. Absolut. Einfach mal böse eins an nicht chillen. Ja, einfach mal einen Tag für dich, Bruder. Einfach einen Tag für dich. Ja, also Leistungsdruck ist noch ganz kurz wegen dem Arbeiten. Es gibt ja ganz viele Länder, es gibt ja in Skandinavien ein paar Länder, die jetzt zum Beispiel weniger Arbeitsstunden einführen oder die 4-Tage-Woche einführen und ein bisschen zeigen, was eigentlich passiert, wenn du zum Beispiel weniger Stunden schaffst, was mit deiner Gesundheit passiert, mental, physisch, hat wahrscheinlich auch damit zu tun. Und ich meine, ich muss dazu noch sagen, dass das Prinzip von 8 Stunden Arbeiten am Tag, 8,5 Stunden Arbeiten am Tag, das ist ein bisschen ein Überbleibsel von damals noch, also vor ich glaube, so 20, 30, 40, 50 Jahren, wo es auch normal war, dass die Frau daheim geblieben ist und die ganze Care-Arbeit geleistet, also Gott, was heute auch noch so ist, aber damals war es wie ganz klar gewesen, so die Frau ist daheim und macht Care-Arbeit und ist Mutter oder Hausfrau und der Mann geht dafür 8 Stunden arbeiten. Und mit dem Lohn, den er gemacht hat, hat man dann quasi die Familie ernährt und darum hat man wie gesagt 8 Stunden, oder? Ja. Ich meine, das ist heute sowieso nicht mehr so ist. Oder? Ich meine, heute arbeiten alle oder wollen alle, oder alle, die wollen, sollten, können arbeiten. Und ich meine, es geht einfach nicht. Also ich meine, wenn du das Zweite beide arbeiten 8 Stunden. Ich meine, hast du mal überlegt, wir haben am Tag 24 Stunden. Oder? Das heisst, 8 Stunden davon solltest du im Grunde genommen als normaler Mensch, der funktioniert, schlafen. Oder? Dann, mal angenommen, du schaffst auch noch 8 Stunden am Tag, was ich glaube noch in der Schweiz eine humane Arbeitszeit ist. Oder? Ich meine, es gibt ja noch so 8,2 und so gespäht. was auch immer. Eine Oder? ganz andere Geschichte. Ja. Und ganz andere, genau. Und dann bist du ja schon bei 16 Stunden. Und dann hast du vielleicht noch einen Arbeitsweg von 1-2 Stunden. Dann hast du noch Dann hast du Vorbereitung von deinem Dann Arbeitstag. hast du noch Vorbereitung, whatever. Und dann hast du von deinem 8 Stunden schlafen, 8 Stunden arbeiten und 8 Stunden Zeit für dich. Irgendwo geht es ja weg. Oder? Und darum, also ich glaube einfach nicht an das Prinzip, so, dass man 8 Stunden arbeiten am Tag, 5 Tage in der Woche. Ey, voll. Bin ich 100.000% bei dir. Ich finde, man muss das auch irgendwie brechen. Und ich kann das auch für mich jetzt können so ein bisschen perfekt machen, aber das gelingt natürlich nicht jedem. Es ist ja
Ich habe jetzt halt das Privileg bei meinem Job, dass so Sachen funktionieren, aber es gibt halt einfach Jobs, dort funktioniert das nicht. Dort heisst es, hey, schau, so und so sieht es aus. Dann kannst du noch langweilig irgendetwas handeln. Dann heisst es dann einfach, hey Kollege, wir haben einfach sonst noch 20 andere, die deinen Job wollen machen. So. Ja. Und das ist halt Pain. So. Aber es gibt halt Leute, die können das viel besser. So, es ist auch immer sehr individuell so. Die einen Leute brauchen das auch irgendwo zu einem gewissen Punkt. Die Struktur, die Pressure so. Ja. Aber es gibt halt Leute, die es auch nicht brauchen. Und die gilt es halt in dem Moment auch ein bisschen zu schützen. Ja, es ist auch, also weißt, ich meine, es ist auch traurig, dass beide älteren Teile arbeiten müssen, damit sie über die Runde kommen, verstehst du? Ja. Also, Ja, klar. früher ist es einigermaßen gegangen, dass eine Person hat eine Familie ernähren konnte, weil es halt einfach das Familienbild war von früher. Und jetzt müssen halt so jemand 100% und jemand noch 40 bis 60, damit es lange zu einem gewissen Standard hat, um auch mal zusammen in die Ferien gehen mit der Familie und so weiter. Wenn der Typ wenn nur eine Person, auch nur die Frau, 100% schafft, dann kommst du gerade mal so durch, weißt du? Du bist wirklich Hustle als Familie. Und das Könntet ihr euch vorstellen, wenn eure Frau einen richtig guten Lohn hat, dass ihr die würdet bleiben? Fix. Sofort. Fix, Ja, Oh sofort. mein Gott, sofort. Direkt. Direkt. Also nicht, Aber nicht aus dem Grund, so, wieso ich will chillen, hängen, so, oh mein Gott, endlich, sondern einfach so, für was? Also, wieso sollte ich 100% arbeiten, wenn der 100% von ihr besser ist. viel, viel besser als meine ist? Das macht nur, also weißt du, so, Halt logisch überlegt. voll. also ich meine, das ist uns allen klar, wie viel Arbeit und wie viel Anerkennung Care-Arbeit sollte bekommen oder ist. Aber ich habe das Gefühl, so mein Traum-Szenario, Bro, unabhängig davon, wie viel verdient, wäre so beide 50-50 halt, oder 60-40. Ja, ist sicher nicht schlecht, ja. Oder ich Ich meine, denke, das würde ich auch so handeln, wenn es bei mir so weit wird kommen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich Kinder will, aber ja, wenn es das irgendwann sollte geben, wäre ich auch auf dem Film. Voll. So schön ein bisschen, ich 3 Tage arbeiten, sie 2 Voll. Tage arbeiten oder andersrum. Voll. Ist auch am geilsten für Kinder, ja, glaube ich. oder? eben, genau das. Also ich meine, was bringt es, weißt du, wie viele Familien kenne ich, wo der Vater irgendwie, kann ich 12'000 Stutz verdient, aber einfach nie rum ist, also nicht mal Voll. zum Nacht, oder? Ja, voll. Und voll, also ich meine, es ist halt wie so, das ist meiner Meinung nach eigentlich so ein bisschen das Perfekte, oder? Und ich meine, ganz ehrlich, eben, ich habe gesagt, ich bin nicht so Fan von 5 Tagen in der Woche 8 Stunden arbeiten, aber ich habe das Gefühl, es tut einem mentally auch gut, einfach auch mal aus dem Haus sein, oder? Und auch arbeiten. Oder? Ja. So irgendetwas an, wo einfach weißt, das musst du jetzt einfach machen. Es ist einfach so, voll. vielleicht etwas, wo deinem Kopf auch ein bisschen gut tut, oder? Dass Unbedingt. dass du nicht immer Zeit hast, zum eben ins Loch gehen, zum Gedanken haben, die dich runterziehen. Ja. Und du in einem Job bist, wo vielleicht auch mal auch kannst hassen, scheißegal, aber du bist einfach dort 8 Stunden und vielleicht hast du Glück und die 8 Stunden hast andere Sorgen im Kopf als die du hättest, wenn du nicht am Arbeiten wärst. Ja, das ist schon so. Bevor wir aber zu tief in so die Materie an sich gehen, würde ich gar nachher auf den Punkt, den du gesagt hast, weil ich weiss nicht, ob ich Kinder will. Erzähl uns doch mal, wir haben es vorher angeschnitten, Pause, die paar Jahre Pause, die du gemacht hast von Musik und deinem Zurückkommen ins Medien- und Rampenlicht und mit deiner Geschichte. Was ist passiert? Also, ich habe Musik gemacht und wenn ich halt Musik mache, brauche ich irgendeine Message, irgendetwas, wo für mich und für den Hörer im besten Fall einen Mehrwert hat. Und ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, also es ist ja dann wie passiert, letzten Herbst oder so, wo es bei mir wirklich komplett vorbei war. So, das war während dem Arbeiten. Ich konnte irgendwann nicht mehr arbeiten, es hat nicht mehr funktioniert. Das habe ich so noch nie erlebt, weil ich kämpfe ja schon seit 10 Jahren mit Angststörungen und Depressionen und so. Aber das, was letzten Herbst passiert war, das war auf einem neuen Level. Und dort habe ich einfach gecheckt, ey, Kollege, weißt du, ich habe immer wieder etwas ändern und ich habe immer wieder daran arbeiten. Aber dort war nochmal so ein Punkt, es war nochmal so ein richtiger Hammer in die Fresse und ich habe gecheckt, also, wow, jetzt muss etwas passieren. Nicht morgen, nicht übermorgen, jetzt. Und dann alles in Bewegung gesetzt, dass ich in Therapie kann, so weiter und so fort. Und dann aus dem heraus natürlich dann auch irgendwie die Musik entstanden. Und als ich dann so die ersten Songs hatte, die ich gut gefunden habe, war wie so, ey, ich will das teilen, die Musik, so, weil ich finde sie wertvoll. Weil abgesehen davon, dass sie auch rein gut tönt, ist halt wirklich die Message
finde ich wichtig und hat es verdient, an die Öffentlichkeit zu kommen. Ich habe dann aber auch gewusst, es ist irgendwie ein bisschen komisch, wenn ich jetzt einfach ein Album droppe oder irgendwie so eine normale Album-Promo fahre und nachher kommt das Album und dann tätschst du den Leuten einfach irgendwie so die Songs an den Kopf, aber keiner checkt eigentlich genau so, meint er sich selber? Oder ist das jetzt einfach ein Album, wo er über so etwas redet? Oder was ist es genau? Und darum habe ich gefunden, okay, bevor ich überhaupt einen Song rausgebe, wollte ich einen reinen Tisch machen mit meiner Community, mit meinen Leuten und habe dann ein Statement verfasst, wo ich eigentlich recht genau geschrieben habe, was los ist bei mir. Cool. Das ist natürlich etwas, wo mein näheres Umfeld alles schon gekannt hat, so eben Scheiß schon seit 10 Jahren durchmache. Aber das war wirklich so der Schritt in die Öffentlichkeit. Und es war nachher auch so ein bisschen so, bevor ich das gemacht habe oder nachdem ich es gemacht habe, wo die Leute so, ein grosser Schritt. Und für mich ist es so, Für mich ist das der Gedanke, dass ich mit dem an die Öffentlichkeit gehe, schon viel früher passiert. So. Und es war für mich nur noch Posten, weißt? Gut, ich habe wirklich, mit der Resonanz hat mich auch ein bisschen umgehauen, muss ich sagen. Es war wirklich krass gewesen, wie viele Leute mir geschrieben haben, wie viele Leute, die ich nicht gekannt habe, die mir so ganze Romane geschrieben haben, ihr Leben erzählt haben und so. Und wie dankbar dass sie sind, dass ich so etwas in der Öffentlichkeit anspreche und so. Das ist alles sehr schön gewesen und hat auch mir geholfen und auch mich, glaube ich, noch mal ein Stück weit können ein bisschen heilen. So, es ist wirklich, du merkst halt wirklich, dass du nicht alleine bist. Ja. Und zwar richtig fest. Ja. So, das hat schon gut getan. Und ich hoffe es auch für die andere Person. Ja. Man muss auch, also darf ich fragen, bist du dann, hast du dich im letzten Herbst zum ersten Mal, wo das passiert ist, bist du dann zum ersten Mal in Therapie? Nein, okay. zum zweiten Mal. Okay. Das Problem war ein bisschen, beim ersten Mal Therapie bin ich vielleicht 24, 25 gewesen. Das ist, glaube ich, so Anfangs zweite Album gewesen. Und dort war das Problem, ich konnte mit dem Onkel, mit dem Mimix auf Tour gehen und so. Wir haben die ganze Schweiz gespielt und mir ist halt einfach nicht gut gegangen. Aber ich wollte das machen. Ja. Ich war dort noch voll hungrig und so und ich wollte diese Chance nicht entgehen lassen. Und dann, ich sehe, Scheiße, ich muss jetzt einfach Therapie und ich habe eigentlich die Therapie nur wollen, damit ich irgendwelche Medikamente bekomme. Damit du stabil bleibst. Genau, wo das einfach schnell irgendwie, damit ich das safe mache, damit ich einfach die 2-3 Monate safe durchziehen kann und so. Und dann viel gesoffen und ja. Also mega geile Zeit irgendwo durch, so in der Erinnerung, weil wir mega geile Konzerte gespielt, aber für meine psychische Karriere sehr schwarzes Kapitel. Das war so Mimix am Riesen wie Kopsek-Ära, oder? So. Ja, ich würde sagen, es war ein Crack-Album, glaube oder so. Oder Zombie Rambo Gang. Ja, so ein bisschen um den Dreh. Voll, dort ist er gerade auf Nummer 1 gegangen und so und das war recht rum. Ja. Okay, also und du hast dann, du sagst, wenn du einfach über irgendetwas nicht reden willst, aber du bist ja sehr offen, oder? Ja, ich glaube, das bringen wir nicht an. Ja. Und dann hast du angefangen Antidepressiva nehmen. Und hat das direkt angeschlagen bei dir? Also direkt nicht, also du musst es ja allgemein rauffahren. 2 Wochen lang, ja. Genau, du musst ja wieder 2 Wochen lang immer, du fängst fein an und dann tust du immer ein bisschen mehr. Und das hat, also ich habe zuerst nachher Respekt davor, weil ich so halt, man liest halt Sachen und so, und ich habe irgendwie zuerst nachher gefunden, ich merke gar nichts so, weißt? Ich habe das Gefühl gehabt, man merkt dann irgendwie so, ey, ich bin voll nicht mehr fröhlich, aber halt auch nicht mehr, auch gegen oben nicht, so, ich bin nicht scheiße. Aber ich habe mich voll gleich gefühlt. Ich habe einfach gemerkt, eben wie du vorhin gesagt hast, stabiler. Ja. Einfach ein bisschen stabiler. So, es ist einfach so ein gutes Fundament. Oh, nice. Das ist der Nachteil, wenn du in der Garage aufnimmst. Wo ist der Woody, wenn man ihn braucht? Sorry, das ist ein bisschen Ambiente, Bro. das macht es aus. Wo bin ich dann gewesen? Recht stabiler. Genau. Das macht dich genau. Antidepressiva gibt mal ein gutes Fundament. Aber es ist halt einfach nicht gemacht mit dem. Das ist so ein das Problem. Du musst wirklich eine sinnvolle Therapie machen. Du kannst nicht einfach das Gefühl haben, das ist ein bisschen das, was ich gehofft habe, einfach Medikamente nehmen und dann ist wieder gut. Ja. Das läuft leider voll nicht bei so Kopfgeschichten. Du musst wirklich wählen, machen, dranbleiben und auch Erfahrung. Ja? Das ist halt auch ein bisschen das. Jedes Mal, wenn ich wieder in Therapie bin oder jedes Mal, wenn ich wieder ein Tief überwinden lernst du etwas daraus. Und vielleicht beim nächsten Mal kannst du es besser handeln oder du schaffst es sogar, dass es gar nicht erst so weit kommt. Oder es gibt ganz viele Sachen. Und das ist halt schon auch, du wachst mit dem. Und es wird irgendwie zum Teil immer angenehmer, aber eben, ich habe gemeint, es wird immer angenehmer und letzten Herbst hatte ich den kompletten Breakdown gehabt. So. Und
Und das macht auch ein bisschen Angst irgendwo durch. Ja, fix. So, weil du hast dann irgendwie das Gefühl gehabt, so, ey, du bist eigentlich auf einem guten Weg. So, und jetzt wieder, ich habe das Gefühl, ich bin wieder auf einem richtig guten Weg. Also ich habe mich selten so gut gefühlt wie der Sommer. Also Ende Frühling, Anfangs, also Sommer bis jetzt. Selten so eine gute Sehr schön. Ja, Schön zu hören. Merci. Ja. Ich finde es eben noch krass, weil ich muss sagen, es ist eigentlich ein Thema, das ich sehr oft thematisiert habe in meinem Freundeskreis und mit sehr vielen Menschen um mich herum, auch in meinem Social Media und so. Aber wir haben im Podcast nie gross über das geredet. Wir haben einfach immer nur gesagt, wenn wir über das schwätzen, wir reden dann mal in einer Folge drüber. Also bei mir ist es so, ich bin vor, ich glaube, es ist so 2000 und... Wann sind wir das erste Mal auf Paros? 19? Nein, 20. 20. Wo sind ihr? Paros, so eine Insel in Insel in Griechenland. Okay. Wo wir irgendwie wie so ein altes Pärchen schon 3 Mal zusammen waren. Küss mich. Nein, sorry. 2019, Sommer. Also, Bro, ich habe immer so das Gefühl, ich bin einfach ein sehr melancholischer Mensch. Weißt du, was ich meine? Wir haben immer so. Bro, ich meine, wir haben jahrelang zusammen gewohnt. Ja. Und Bro, ich habe irgendwie, ich kenne mich schon seit Jahren und ich bin immer so ein Typ, ich habe geliebt, traurige Musik, Bro, im Auto und Fenster drinnen. Ja. Und eigentlich bin ich oft so ein bisschen, so mit den Jahren, ich habe gemerkt, ich werde moody, weißt du, so mega so, wie nennt man das auf Deutsch, die Mood Swings? Stimmungsschwankungen. Merci, sorry. Bitte gerne. So die Stimmungsschwankungen mega fest. Irgendwie Sachen haben mich angefangen mega krass zu nerven. Ich habe gemerkt, so, meine Jungs rufen mich 10 Mal raus, Bro, und 9 Mal habe ich gar keine Energie, um aus dem Haus zu gehen. Und beim 10. Mal finde ich so, weißt du, ich gehe und dann schaue ich in den Spiegel und bin voll nicht zufrieden mit mir. Weißt? Dann gehe ich gleich nicht raus. Oder ich sage, komm, gehen wir raus und lege ich etwas an und es gefällt mir irgendwie nicht und dann voll im Loch, oder? Okay. Hey, Also Bro, so Selbstzweifel. ja, einfach mega stark, eben einfach so Selbstzweifel und mega antriebslos und ich denke, was läuft. So, Bro, du musst schnell mit mich wissen, ich bin so ein Mensch, Alter, für mich ist es so, ich kann jeden Morgen, wenn ich aufgestanden bin, duscht und damals halt auch, je nachdem halt am Abend auch noch vorher. So. Und dann hat es so eine Zeit gehabt, ich bin im 2019, 2020, wo ich einfach so eines Tages aufgewacht bin, so, und es ist gerade so, ich glaube, gerade so Pandemie-Anfang gewesen. Ich habe so gemerkt, Bro, also ich habe nicht viel gemacht, ich bin einfach nur daheim gewesen, bin nur gezockt und nur chillt und so. Ich habe wie gemerkt, so, Bro, ich bin irgendwie, seit 3 Tagen habe ich nicht geduscht. Weißt du? Und ich so, what the fuck, Bro, ich wo jeden Tag, an mich 2-mal am Tag duscht, so. Dann habe ich gesehen, so meine Wäsche hängt irgendwie seit 5 Tagen dort, weißt du, sauber, einfach am Trocknen. Seit 5 Tagen, Alter. Halt einfach nie zusammen. Einfach nie zusammen, aber ich bin den ganzen Tag daheim, weißt du, was ich meine? Ja. Das und irgendwie, das Geschirr räume ich nicht auf, ich komme nicht so kleine Tasks machen. Ich merke so, fuck, Bro, meine Briefe stapeln sich daheim, ich mache die nicht auf. So blockiert. Ich bin einfach blockiert, Bro. Und ich habe einfach wie nicht gewusst, so, was läuft. Und bis zu dem Punkt, ich bin nie gross irgendwie im Gespräch gewesen über Mental Health und was ist eine Depression und weißt, all das Zeug, oder? Und dann bin ich zum Arzt, zu meinem Hausarzt, und habe ihm das erklärt und gesagt, hey, ich habe 3 Tage nicht geduscht, ich fühle mich nicht so gut und weißt Ja, du, so, dann tust du einfach. Ja, gehst zum Arzt. Hey, ich habe das Problem. Was? Ich habe 3 Tage nicht geduscht. Ja, okay, wir haben da hinten schon Steine, dann hätten wir das erledigt. Nein, weißt du, aber so wie, ich habe so wie so eine Checkliste abgelesen, Alter. Du bist dir selber gar noch nicht wirklich bewusst gewesen, was abgeht? Nicht diagnostiziert, nichts. Ich habe einfach so gedacht, was läuft mit mir? Ich erkenne mich nicht wieder. Ja. Und I'm just not fine. Also weißt du, so, irgendetwas ist nicht okay. Dann schlägt er mir einfach so ein Antidepressiv auf den Tisch, weißt, und sagt, ja, das geht dir nicht gut, nimm. Weißt du? Hey, und irgendwie, ich habe das mitgenommen und ich bin so völlig hin und her gerissen gewesen. Aber ohne therapeutischen Ansatz oder so? Dort gar nicht. Ja. Er hat nur so das Gefühl gehabt, hey, das finde ich Bullshit. Voll. Und er hat so das Gefühl gehabt, ich glaube, es geht dir nicht gut, dann nimm. Oder vielleicht, weil ich ihm so die Checkliste abgelesen habe, hat er wahrscheinlich das Gefühl gehabt, okay, der hat sich informiert, dann nimm. Oder? Ja, vielleicht hat er einfach gedacht, du kommst und willst einfach nur da. Voll. Aber für was war, ist, ich habe mich einfach nicht verstanden gefühlt. Ich habe gedacht, hey Bro, ich komme jetzt da an, weil ich Hilfe will, und du rührst mir einfach das Antidepressiv an nach 15 Minuten. Und ich weiss immer nicht, was ich kann. Oder? Ja. Und dann gehen. Ich bin dann wieder nicht zufrieden mit dem. Ich bin dann nochmal gegangen und gesagt, ich möchte das nicht. Gut. Ich möchte das nicht, was läuft. Und dann habe ich meine Therapie angefangen. Wie bist du darauf gekommen, dass du
nach dem Hausarzt gesagt hast, eben, ich gehe in Therapie, hast du das selber von dir aus so Dinge oder hat dir der Hausarzt gesagt, ey, schau, da mal das und sonst andere Option eben Therapie? Ja. Also erstens mal muss ich sagen, ich habe wie ein Problem damit gehabt, zum Antidepressiva nehmen. Weil ich habe so das Gefühl gehabt, das ist so, wenn du das nimmst, ist es ein Eingeständnis. Ist bei mir am Anfang auch dort 15, 16 umeinander. Voll. Und ich dachte, wenn ich das jetzt nehme, dann gebe ich zu, ich bin krank. Mhm. So, Ja, ich das, weiss, was du das meinst. machen nur die Psychos, Bro. So, das ist so mein Voll, Gedanke. voll, ja. Und ich habe auch irgendwie Angst gehabt, dass es mich verändert. Voll. So charaktertechnisch. Voll. Und dann habe ich das Glück gehabt, um in die Frage zurückzukommen, dass ich dort eine Partnerin hatte, und dann ihre Eltern sind Therapeuten gewesen. Ah, stimmt, ja. Ja, Therapeuten. Und sie hat mich dann ein bisschen, sie haben mir beide gesagt, hey, look, also ihr Vater und ihre Mutter sind beide Therapeuten, sie haben mir beide gesagt, wir kennen die irgendjemand, wo wir das Gefühl haben, es würde so gut gehen. Ich habe viel mit ihnen darüber geredet. Ja. Und sie haben mir dann quasi jemanden empfohlen. Und ich bin dann nochmal zum Arzt und gesagt, ich möchte zu dieser Person. Und dann haben sie mich wie so überwiesen, sagt man dem, glaube ich. Mhm. Dann habe ich meine Das Therapie klingt gut. voll und dann habe ich meine Therapie gestartet und dann bin ich nach ein paar Sitzungen ist dann so die Diagnose gekommen, so ein bisschen, was haben sie gesagt, mittlere depressive Episoden Mhm. so, und auch Panikstörungen. So. Okay. Voll. Und das ist so ein bisschen der Anfang von meiner Journey so, mit Mental Health. So. Einfach schnell, um das up to date zu bringen. Und wieso mich das eigentlich so das Thema auch so fest interessiert, oder? Ja. Ja, verständlich. Ja klar, wenn man betroffen ist, dann ist es natürlich immer... Und ich weiß nicht, wie es bei dir Ja. war. Also ich meine, ich habe ab dem Punkt, wo ich gemerkt habe, also wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich so viele Menschen in meinem Umfeld gesehen, wo ich so wie Signal gesehen habe, auf einmal, die vorher nicht da waren, weißt du? Ja. Das Gefühl hatte. Mhm. Voll, kann ich unterschreiben. Ja, ja. Ja, bei mir war es am Anfang auch, gell? Also es war ganz extrem, weil ich habe die depressive Geschichte eigentlich erst jetzt so hinten raus noch ein bisschen mitbekommen. Ja. Ich bin eigentlich nie, aber so Angstzustände und Panikattacken gehen halt Hand in Hand mit Depressionen irgendwie. Aber ich bin eigentlich immer mehr so auf der Panikattacken, Angststörungsschiene gewesen, vor allem so anfangs so Jugend bis, keine Ahnung, 25 oder so, als ich das erste Mal so ein bisschen in eine depressive Phase hineingerutscht bin. Und dort ist für mich wie klar gewesen, ey, irgendetwas stimmt mit mir nicht so. Ich erlebe da gerade Nahtoderfahrungen. Ja. Und also, weißt du, für mich war klar gewesen, Tumor, Krebs, irgendetwas. Weißt du, irgendetwas da rein, da oder was auch immer, da muss man schnell Operation machen, dann ist es wieder gut. Das ist easy. Voll. Und dann bin ich zu 3-4 Ärzten gegangen und so. Jeder hat am Schluss so gesagt, ja. Ganz ehrlich, wahrscheinlich ist es eher etwas da oben, etwas Psychisches und so. Ich so, was? Mir geht es tipptopp. Ich spüre ja, dass irgendwie... Ja, genau, weißt du, mir geht es tipptopp, aber plötzlich, bumm, aus dem Nichts und dann sterbe ich. Da muss doch etwas sein, so, weißt du? Kurz erklären, wie sich so eine Panikattacke für dich anfühlt. Das ist immer meine Lieblingsfrage. Ja. Ich sollte mir mal wirklich etwas überlegen, was ich, wie man das in 2 Sätzen irgendwie... Das ist schon schwierig, aber vor allem ist es sehr verschieden, oder? Mega, und ich habe schon mit vielen Leuten geredet und geschrieben so, und ich habe jetzt selten, du merkst immer, es hat so Überschneidungen und so, aber es ist für jeden individuell. Das wird für dich maßgeschneidert von einem Dämon. Die Hurensohn. Ja, schönstes Wort, da hast du mal in dieser Folge wieder geht, geil. Ja, Ich glaube, für jede Folge, Alter, shit. Geil, Alter. Das hätte sie können sein. Das hätte sie können sein, Mann. Die Folge, wo ich das mal Hurensohn sagt. Nein, ist geil. Jetzt, wo wir es gesagt haben, Hurensohn. Sorry. Ja. Nein, weil ich frage mehr, wie du sagst, ich habe das Gefühl, ich habe einen Tumor oder was auch immer. Ja. Weißt du, damit Leute... Also ich habe Schweißausbrüche, ist immer sehr ein Thema gewesen. Dann, was ich zum Beispiel nicht kann, ist so Herzrasen. Aha, das habe ich nicht massiv gehabt. gehabt. Ja, das habe ich eben eigentlich nicht so gehabt. Ich habe mehr beklemmendes Gefühl, mehr so schlecht, wenig Luft, da so Brust. Etwas sitzt dir fast auf der Brust, gell? Ja, genau, das ist crazy. so. Und auch so Magen-Darm so. Ja. Also, ja, dein ganze, wie nennen wir das? Also das ganze Bowel-Movement ist mega nah am Mental Health. Also das ist crazy. Voll. So, Ja, das sind so fast die ersten Anzeichen. Alter. Stimmt, das merkst du direkt. Ja, und bewusstlos. Ich habe immer Angst gehabt, dass ich bewusstlos werde eigentlich.
ist crazy. Krass. Und ich bin eben auch schon bewusstlos geworden, aber eigentlich nicht bei einer, doch eigentlich schon Panikattacke gewesen. Also es war halt einfach ein Bewusstloswerden gewesen und ich habe langsam gemerkt, dass ich bewusstlos werde und dann natürlich Angst bekomme. Das ist also etwas von, das ist also eine von meinen ersten gewesen. Das ist noch mit 18 im Europapark voll bekifft. Am Anstehen, nie getrunken und so. Ja, aber es ist aber auch crazy, wenn du nicht weißt, was es ist. Ey, das ist das, was mir Angst gemacht Das hat. ist dann so, du denkst, was läuft? Du kannst es auch nicht erklären. Ja, voll. Und dann... Wenn du fängst an hyperventilieren vielleicht, oder du sagst so, hey, weißt du, irgendetwas stimmt nicht mit mir. Ja. Hast du das Gefühl, hast du einen Herzinfarkt oder irgend so etwas? Du meinst, es ist dann gerade Voll durch. Ich habe das einmal im Leben gehabt. Einmal, ich habe nicht gewusst, was es ist. Ich habe am Flughafen geschafft und bin dann in den Zug gestiegen und fahre Richtung Vinti. Und ich habe eigentlich nie so gross Probleme gehabt, so, mit mir selber, aber auch mit meiner Psyche nicht so. Oder es war einfach nie so extrem gewesen, dass es wirklich so meinen Alltag eventuell geprägt hat. Und dort bin ich nach dem Feierabend heim und im Zug, ey, aus dem Nichts, Herzrasen, Schweißausbruch und ich so, ich muss einfach raus, irgendwie verpissen von da, ich muss raus. Und ich habe für 1 Sekunde überlegt, weißt, ich schaue so den Zug, ich schaue raus, ich so, Alter, wie lange geht es bis auf Vinti? Und für 1 Sekunde habe ich überlegt, einfach nur bremsen und einfach rauslaufen, scheißegal. Aber dort, ich so, Zug kann ich zu gut. ja, ich so, komm, steh einfach mal auf, geh mal Richtung Türe und atme mal ruhig. Und ich so, weißt du, die ganze Zeit geatmet und dann ist der Zug angekommen und ey, unglaublich, kaum bin ich 1 Meter aus dem Zug raus gewesen, schon erleichtert. ÖV ist auch mein Triggerpoint, Alter. Ja, ÖV bei mir auch auf jeden Fall Triggerpoint. Das ist auch noch krass, dass es so verschiedene Sachen gibt. Zum Beispiel habe ich auch mit einem Kollegen geredet, der ähnliche Sachen durchmacht und bei ihm ist es einfach Coiffeur. Der kann nicht, der hat ein Problem zum Coiffeur zu gehen. Also, weißt, wenn er dort hockt an dem Tisch, weißt, dann fängt er so an Haare schneiden und er weiss, er kann jetzt wie nicht weggehen und so. Und das weißt, ist so, habe ich noch nie gehört. Weißt, das ist für mich auch so krass, so. was es alles gibt. Ja, das ist krass. Voll. Und bei mir ist ja auch Essen. Darum, du hast auch noch irgendwie geschrieben, weißt, man kann vor dem Podcast kann man etwas essen oder irgendwie sagen, so, komm, lassen wir lieber sein. Yeah. So. Es ist so Keine gute Voraussetzung, ja. ja, nein, so, ich habe irgendwie das Problem in einem Restaurant mit vielen Leuten, vor allem vielleicht noch fremde Leute, weißt so, die ich noch nicht kenne oder noch nicht gut kenne und so. Ich habe einfach zu viele schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich so abgespeichert in meinem Hirn. Weißt so Weihnachtsessen und so Geschichten. Ich habe dem immer wieder aus dem Weg gehen. Ich habe schon so viel lügen früher, damit ich dem Scheiß irgendwie kann. Wie dich auch geschämt hast? Ja, natürlich. Ich habe nicht irgendwie, weißt, ich habe da als Automech geschafft zumal. Ich habe nicht in meiner Automech-Bude irgendwie eben dort müssen sagen so, nein, ich kann nicht ans Weihnachtsessen kommen, weil ich Angst habe, dass ich Angst bekomme. Ja, voll. Ich sage, hey, Kollege. Voll. Willst du schwinden, wenn du kommst jetzt an das Weihnachtsessen, das kommt alles gut. Ist doch mal ein Mann. Genau, so ein bisschen das. Ja. Hey, crazy. Ja, also ich meine, bei mir ist so, eben lustigerweise wirklich so meine erste grosse Panikattacke hatte ich glaube im Glattzentrum. Alter. Wow, geil. Das ist grusig. Geiler Ort, sicher. ja. Das ist ganz grusig. Das ist richtig Geiler schlimm. Ort. Und ich meine, Mind You, Bro, ich habe ein halbes Jahr lang dort gearbeitet, ohne Problem. Und dann, wo es dann angefangen hat mit meinen Issues, und ich dann ich bin einfach im Starbucks gewesen und wollte meinen Drink bestellen, den ich immer bestelle, und dann auf einmal, Bro, Herzrasen, Kaltschweiß, also so wirklich so, es schwitzt ab und dann hast du das Gefühl, alle schauen dich an. Ja. Und dann hast du das Gefühl, das dann sieht braucht es jeder. nur noch den Mensch, der sagt, hey, was läuft schon, alles gut? du siehst nicht so gut aus. Ja. Dann ist es Bro, und dann perfekt. geh mal raus aus dem Glattzentrum. Ich kann dir sagen, bist du mit dem Auto unterwegs oder bist du mit dem ÖV unterwegs? Zum Auto, Bro, zum Glück. Aber Zum weißt guten Glück. du, aus dem Starbucks raus, Bro, und irgendwie, und keine Ahnung was, und jenes Zeugs, Alter. Und das hat dann wirklich mal irgendwann so dazu geführt, dass ich einfach so blockiert war in meinem Leben, weil ich Angst hatte, du hast richtig gesagt, Angst habe vor dem Angst haben. Ja, Weißt, das ist es ja. dass ich nicht mehr aus dem Haus bin. Alter. Ich bin, weißt du, wie oft sind meine Jungs während diesen Jahren irgendwie ausgegangen und dort an und du da verpasst an. das nur wegen alles. dem Bullshit. Und das macht hässlich und das macht dann eben auch depressiv. Das ist so ein verfickter Teufelskreis. Das ist so ein Alter. Teufelskreis. Ja. Weil du machst Sachen nicht mehr, die du früher gemacht hast. Voll. Du hinterfragst alles und jede Jede Aussage, alles, ja. Genau, voll. Du bist nachher nur noch dort und sagst, das wäre schon geil, aber dort könnte ich eigentlich so und das könnte ich sich mit dort wegen dem nicht wohlfühlen Voll. und irgendwie so. Und du machst ganz viele Sachen nicht mehr. Oder du
du machst es und fühlst dich mies Scheiße dabei und es bestätigt dir wie so nochmal. Wieso bin ich Für überhaupt was? gekommen? Ja. Genau. Du hast ja genau gewusst, dass für dich so rauskommt. Ja, so. genau. Voll. Und das ist, dann bestätigt es das noch. Und dann eben irgendwann wirst du automatisch durch die Scheiße depressiv auch. Also ob es nur das, der ausschlaggebende Punkt ist, weiß ich nicht. Aber das ist sicher nicht förderlich so, weil du wirst unzufrieden. Ja. Du wirst unzufrieden. Du siehst all deine Kollegen in den Ferien, Insta-Stories, ey, geil, ne. Und es wären die Ferien gewesen, wo du auch eingeladen gewesen bist, Ja, wo auch alle haben wollen, dass du mitkommst, voll. aber du dich dafür entschieden hast, nicht mitzugehen. Ja. Weil es halt nicht geht, weil du dich scheiße Ja, oder weil du denkst, sie wollen gar nicht mit dir sein. Das ist ja das Problem, das ich auch mega krass hatte. Also weißt du, so, zum Beispiel, der Serhat ist eben einer meiner engsten Freunde und wir haben dann wir haben den gleichen Kollegenkreis. Aber in der Zeit, wo es mir am Anfang, wo es mir wirklich so richtig beschissen gegangen ist er wieder der Einzige von meinen Freunden, der immer wieder mich gefragt hat, Bro, kommst du auch mit? Wo ich die anderen haben nach dem 30. Mal absagen, wird nicht mehr gefragt. Kannst du ihn auch nicht übel nehmen? Weißt du, was ich meine? Kannst du ihn auch nicht übel nehmen. Schlussendlich denken die sich, hey, der wird sich dann melden, wenn es wieder stimmt. Was ja irgendwo auch nicht allzu verkehrt ist. So. Genau. Und bei mir war es aber dann so, fuck, look, sie fragen mich nicht, sie wollen nicht mit mir zu tun haben. Obwohl ich gesagt habe, immer nein. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist auch, sorry. Ja, schon gut. Ich wollte sagen, das ist auch so das Problem damals. Ich habe das erst viel später realisiert. Ich habe auch so ein bisschen, eben, wie gesagt, ich bin eigentlich nie so gross mit dem, ich bin eigentlich nie so gross betroffen gewesen. Mir ist eigentlich meistens eigentlich gut gegangen oder ich habe es nicht realisiert vielleicht. Aber dieses Jahr habe ich so für ein Zeitchen ein brutales Loch gehabt, so zum ersten Mal im Leben, voll aufgeschmissen. Während wir einen Podcast aufbauen, weißt, alles versucht vorbeistellen und dort habe ich gemerkt, wie er sich also ich kann mich auch nicht 1-2 in seine Lage versetzen, aber dort habe ich mich ungefähr vorstellen, wie er sich gefühlt hat, weil das Problem ist bei ihm war, Jungs haben das immer wieder, also haben alle immer wieder gerufen und irgendwann mal, nach dem 30. Mal, haben dann alle so gesagt, also auch offensichtlich im Gruppenchat, weißt du, wie so, Jungs kommen da, Josh, er kommt eben, weißt du, lohnt sich gar nicht zu fragen und so weiter. Und in dem Moment, wenn es dir innen gut geht und du das Gefühl hast, so, die wollen dich dabei haben, und dann hörst du noch von den Jungs oder liest so, wie so, er kommt nicht, Uhr lohnt sich nicht fragen, wieso fragen wir überhaupt und so weiter, weißt. Und das macht das Ganze nur noch schlimmer und bestätigt auch seine Gedanken, dass er das Gefühl hat, wieso, schau, die wollen mich nicht dabei haben. Verstehst du? Ja, und ich habe das voll nicht realisiert. Er hat mir damals halt gesagt, weißt du, wir haben zusammen in der Wege gewohnt und er hat gesagt, Bro, ich habe voll das Gefühl, aber ich bin voll nicht willkommen. Wenn die mich immer wieder so fragen und immer wieder so Sachen sagen, wüsste ich auch so viel, oder? Und dort habe ich schon gesagt, ja, fix, ich verstehe, ich weiß, was du meinst, aber ich habe es nicht gewusst. Ganz ehrlich, ich habe es erst später verstanden, was er gemeint hat. Ich habe das Gefühl, wieso, wenn dich Leute 30 Mal fragen, irgendwann mal ist halt genug, ich verstehe. Aber es war nicht das, weißt du? Ja. Ich habe es selber auch gehabt. Er ist genau, als ich in dem Loch war, er schaut zu mir und so, hey Bro, jetzt mach mal, steh mal auf, riss dich mal zusammen, weißt du, so, geh mal, versuch mal. Und dann hat er auch so nach 2-3 Mal gesagt, hey Bro, tut mir leid, ich habe vergessen, weißt du, so, ich bin selber in dieser Lage und ich verstehe, was du meinst. Und ich sollte dich am besten verstehen. So, ja, fix, ich verstehe dich jetzt auch. Weißt du, so, ja, ich verstehe voll, es ist zu krass, ich verstehe voll krass, wie tiefgründig das eigentlich ist und wie krass sich das kann abziehen kann, wenn du das Umfeld, das Ganze, was du im Kopf hast, noch quasi wie so bestätigt. Hey, voll. Also es gibt hure viele Faktoren, die da irgendetwas noch verschlimmern können. Und es können Kleinigkeiten sein, wo Leute gar nicht checken, was sie damit ausrichten oder machen. Voll. Und es ist halt einfach auch, muss man sagen, es ist für den Betroffenen ist natürlich scheiße, weil er hat den Scheiß. Ja. So. Aber für Angehörige ist es auch ein riesen Scheiß, weil die kennen das nicht, die wissen nicht, wie damit umgehen. Und weißt, dann ist auch, für die müssen mitlernen. Also das merkst du, meine Leute haben mit mir mitgelernt. So, weißt? Es hat solche, die sich dann halt wie auch wirklich mehr dafür interessiert haben und dann anfangen Dokus zu schauen, haben Artikel lesen und so. Und andere haben einfach viel mit mir geredet und haben viel von mir wissen. Und jetzt merkst du so, das ist ein gutes Paket an Menschen, die mit dem umgehen kann. Aber am Anfang sind das alles Noobs gewesen. Ja. Also, von denen hat keiner gewusst, wie man das handelt. Wir haben das wie zusammen gelernt. Voll. Ich glaube auch, du bist jetzt also du bist auch nicht den Jungs, glaube ich, böse wegen dem, weil eben, wir haben es vielleicht damals, ich weiß nicht, ob das kannst durchgehen lassen mit dem Satz, aber wir haben es einfach nicht besser gewusst. Ja. Wir haben es einfach nicht verstehen, weißt du? Ja, also ich habe mega viel Aufklärungsarbeit leisten, weißt du? Und das Ding ist halt auch, du bist in dieser Phase oder in dieser
in dieser Phase deinem Leben, wo du einfach auch nicht magst. Ey, Also das weißt, ist ja so. das ist das Problem. Das ist natürlich schon auch ein längerer Prozess. Oder? Genau. Es passiert meistens nicht in dem Moment, wo es dir richtig scheiße geht, weil dann hast du echt anders zu. Genau. So Ich habe wie keine Kannst du das Mic ein bisschen näher nehmen, wenn du am Reden Ja, bist? sorry, ja. Damit es Kein Problem. ich habe wie keine Energie gehabt, um den Leuten noch erklären, wieso es nicht okay ist, sich darüber lustig zu machen. Weil ich bin dann so 9 Mal nicht gekommen. Und wenn ich mal gekommen bin, hat es geheißen, schau, wer aus dem Zimmer gekommen ist. Und Ja, Weißt du, Schau, wer wieder ist und so Voll. weiter. aber Ja. eben, wir lernen alle daraus. Halt, Voll. und jetzt versuchen wir eigentlich so das stigmatisieren oder eben, dass Leute wie so finden, hey, look, es ist mega ein banaler Satz, Alter, aber es ist eben so, weißt du, wenn du den Arm brichst, ich habe das gesagt, ich weiß nicht, aber wenn du den Arm brichst, gehst du auch zum Arzt, Alter, weißt du, was ich meine? Also ich meine, wenn es dir nicht gut geht, dann geh in Therapie. Ich meine, ich habe das Gefühl, vor allem unsere Generation, Alter, es ist ja, es sind ja Fakten, dass unsere Generation viel mehr in Therapie geht. Ja. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir mehr Therapie, also vielleicht brauchen wir auch mehr Therapie, weil wir vielleicht weil unsere Eltern viele Fehler gemacht haben. Ist halt so, oder? Also Ja. weißt du, so generationentechnisch. Mhm. Aber vor allem ist es halt der Fakt, dass wir jetzt langsam in einer Zeit sind, wo das ein bisschen mehr erlaubt ist. Voll. Ich habe das Gefühl, es ist eher der zweite Grund, so dass Leute heutzutage zum guten Glück, es gibt noch natürlich Potenzial für viel mehr, aber es ist schon mal kein schlechter Punkt, dass Leute eben anfangen zu sagen, wie, ey, es geht mir nicht gut, ich glaube, ich gehe mal in Therapie zum Beispiel. Absolut wahr, ja klar, sicher, das stimmt. Es gibt sicher früher, zu den Zeiten von unseren Eltern oder so, da gibt es wahrscheinlich Leute, die haben 20 Jahre lang irgendein Problem mit sich herumgetragen und haben es einfach nie jemandem gesagt und haben es einfach unter den Teppich gekehrt. Und nur bei denen, wo es dann so richtig, richtig schlimm geworden ist, die sind dann einfach in die Klapse gegangen. Und Ja, fertig genau. so. Und das ist halt, das ist so schade um das Leben eigentlich. Voll. Weil der hat 20 Jahre lang gekämpft, also nicht für nichts, aber der hat 20 beschissene Jahre in seinem Leben gehabt, wo er eigentlich geile Jahre hätte können haben, wenn man das einfach so ein bisschen richtiger gehandelt hätte, oder? Das ist schon tragisch so. Und ich sage auch, wegen unserer Generation, ich würde jetzt sagen, Social Media hat schon auch noch, also Digitalisierung an sich hat schon auch noch mal einen grossen Input in das Ganze, wieso viele Leute in Therapie gehen. Und hast aber das Gefühl, dass Social Media auch einen grossen Impact hat? Also wenn du sagst, wieso sie in Therapie gehen, meinst du... Ja, ich weiss, was jetzt du meinst. Ja, es ist natürlich geil, oder? Ja. Das ist halt, es geht auf beide Seiten, oder? Ja. Ich glaube, es ist der Grund, wieso viele in Therapie gehen. Also weil sie es abfuckt. Weil sie es abfuckt. Aber vielleicht durch so Sachen, wie wir jetzt da gerade machen, halt eben vielleicht auch der Grund, dass jemand Mut fasst Genau. und sagt, hey, weißt du was? Die Jungs reden darüber. Die haben das auch irgendwie, ich bin nicht alleine und die haben sich auch Hilfe geholt und keiner von uns lacht den anderen aus oder irgendwie so. Hey, weißt du was, wenn die das können, kann ich das auch. Voll. Let's go. Wirklich. Und das ist ja das Ziel. Voll. Und ich meine, das ist halt auch schon natürlich... ich meine, was jetzt zum Beispiel passiert ist bei Männern, oder wenn man jetzt zum Beispiel... Ich meine, ihr habt den Post alle gesehen und das ist so etwas, was immer wieder kommt, oder? Man sagt ja, 75% von allen Suizid auf der Welt passiert sind von Männern. Und ich meine, da gibt es ganz viele Theorien, wieso. Oder man sagt so, Männer untereinander erlauben sich nicht Gefühle zeigen, erlauben sich nicht in Therapie gehen und so weiter Das und so fort. Tabuthema, ja. Genau, es gibt ganz viele Theorien davon. Was aber auch noch etwas sehr interessant ist, finde ich so, zum Beispiel Frauen oder Menschen, die als Frauen gelesen werden, haben seit Jahrhunderten schon das Problem von unrealistischen Körperbildern. Grauenhaft. Also das Seit eh und je. Seit eh und je. Also das ist kein Thema. Und bei Männern ist es etwas, was sich jetzt in den letzten paar Jahren mega entwickelt hat. Oder weil ich meine, auf einmal, Ja, ja. also weißt du, auf einmal gibt es bei uns auch so irgendwelche GQ-Magazines. Voll, Weißt du, was ich meine? Und das ist etwas, Ja. was es in den letzten Jahren nicht gibt. Früher war es scheißegal gewesen. Also weißt du, so quasi ein Mann ist halt fester oder kann fester sein oder was. Es hat wie nicht so viele Vorbilder gehabt, wo halt unrealistische Körperbilder reproduzieren. Ja. Aber ich würde sagen, es ist immer noch viel mehr auf der Frauenseite. 100%, eben, das ist, was ich sagen wollte, oder? Und ich glaube auch, die Frauen haben mehr das Problem, dass sie das Gefühl haben, sie müssen dem gerecht werden. Also ich kann jetzt einfach für mich selber reden, ich bin halt immer ein dünner Lauch gewesen, so. Ich hätte immer gerne vielleicht so ein bisschen mehr Muckis gehabt. Ja. Hätte ich auch
man muss ja trainieren für das, so. Also angerührt wird sie ja nicht so. Ja. Aber ich habe den Grund gar nie gesehen, weil ich habe mich wohlgefühlt. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ich habe mich wohlgefühlt in meinem Körper und mein Game bei den Frauen habe ich auch zufrieden sein. So. Ist also ist wie so, für mich hat es keinen Grund gegeben, Voll. jetzt irgendwie so, wow, ich will jetzt genau das Sixpack und so wie der in dem Insta-Profil oder so. Ich finde es meistens ein bisschen lächerlich, so, bei Frauen wie bei Männern. So. Wenn du dich auch fest auf deinen Körper reduzierst und dein Körper so das Einzige ist, wo du, klar, man darf stolz sein, ist auch geil so, weil es ist viel Arbeit, die man da in seinen Körper reinsteckt und es gibt sicher Dümmeres als Fitness, so. Das ist irgendwo sicher gesund. Das ist ja extrem gesund, ja. Es geht aber auch Hand in Hand mit ihrer Mental Health, so muss man auch noch sagen, finde ich. Ja. Voll. Und ich finde, es soll man stolz darauf sein, so. Aber es ist dann meistens, also es kommt zumindest auch so über, weil ich meine, schlussendlich sind die Menschen nachher, wenn sie privat kennenlernst, also sicher alles auch super, super liebe Leute. Aber das, was sie gegen aussen zeigen, ist einfach für mich so arrogante Proletenscheiße, wo keinen Mehrwert hat, außer dass sich jemand, der den Körper nicht hat, schlecht fühlt. Ja. Und wem hast du da geholfen, Kollege? Voll. Wem hast du da geholfen? Und ich finde, wenn du etwas rausgibst, als Künstler oder was auch immer, hey, wäre es doch geil, wenn es jemand etwas helfen könnte. Voll. Oder Schön im Minimum nicht etwas schlimmer macht. Ja, schön Wenn gesagt. es einfach da wäre, okay, ist cool. Wenn es jemandem helfen kann, sehr geil. Aber wenn es nur dazu dient, auch wenn du es vielleicht gar nicht mit der Absicht machst, Voll. aber es passiert halt leider. Du vergleichst dich halt mit allem, was auf Social Media passiert. Oder? Ey, zwangsläufig, ja. Ja. Aber ich wollte vorher wie nicht sagen, es ist ein Männerthema. Also ich habe gesagt, wir haben den Satz, wie ist jetzt wieder ein Post umgegangen auf Insta, wo wieder zeigt, dass das Mental Health sehr stark bei Männern liegt. Aber ich finde halt, das ist so ein universelles Problem. Oder? Ich will das wirklich wegnehmen. So, wie das ist so eine Zahl, die 75% von allen Suiziden sind Männer, wo sich ganz viele Männer drauf stürzen und sagen, uns geht es schlecht und was weiß ich. Aber ich meine, wie nennen wir das, Babydepressionen oder Frischmutterdepressionen und all die Depressionen wegen Care-Arbeit und du bist nur daheim und eben das Körperbild und das ständige Vergleichen, wo zum Beispiel Flint, also Frauen, schon seit und je haben, wo bei uns das erste gekommen ist und so, ist wie auch ein ungerechtes Game. Absolut. Aber ich meine, wo nicht. Ich habe trotzdem noch ein paar Fakten aufgeschrieben, um vielleicht das Gespräch noch ein bisschen, einfach damit ihr ein bisschen wisst, was so ein bisschen Statistiken sind. 3/4 von allen mentalen Krankheiten entwickeln sich vor dem 24. Lebensjahr. Ja, das ist heftig. Ja. Das ist Also auch crazy. Das ist bei mir kann ich so unterschreiben. Bei mir auch. Es hörst immer wieder, weißt du, es ist ja, immer wieder sagt man so, wenn einem nicht gut geht, so, ja, sehr wahrscheinlich, erzähl mal von deiner Kindheit, so, wie ist so, oder deinen Jugendjahren und so weiter, was ist so gewesen, dein familiäre Umfeld, dein Job, deine Hobbys, was du immer gemacht hast, und ich glaube, von dort kann man auch vieles rauspicken, was einem später eben dann belastet. Ja, aber ich finde halt auch, ich habe das Gefühl, so bis 17 ist es einfach allen gut gegangen, Alter. Also, hey, weißt, so, mega, hure frei im Kopf. Bro, bis Voll. 17 hast du auch, Schwerelos. die einzige Verantwortung ist so gewesen, dass du am 10 oder 11 oder 12 daheim bist, weißt du, und die Eltern sagen, komm heim und dann kommst du heim, fertig. Du hast gar keine Verantwortung gehabt. Dann hast du angefangen zu arbeiten und dann ist alles gekommen und die Rechnungen zahlen. ist Und ja wieder Kapitalismus, Bruder. Habt ihr dazu mal gekifft? Damals in den Jugendjahren nicht, nein. Bro, also wo ich so ein bisschen mit dem diagnostiziert worden bin, habe ich irgendwie, gerade in der Zeit, mal nicht so gut gegangen ist, gekifft. Und ich muss sagen, ich kiffe, glaube also ich habe jetzt in den letzten 3 Jahren, letzten 2 Jahren vielleicht so halt eine Handvoll Joints geraucht, so. Weil es mir einfach nicht gut tut. Ja, ist bei mir eben, also ich würde auch sagen, es hat bei mir definitiv mehr Schaden hinterlassen als etwas anderes. Weil ich habe auch in Amsterdam, das war eine meiner ersten Panikattacken mit so 17, 16. Und ich musste dann aufhören, ich bin wie gezwungen, ich habe es geliebt, so jung und Sammy Deluxe gelost und so, voll der Kiffer gewesen eigentlich. Und ich habe 2 Jahre gekifft schlussendlich und dann nie mehr. So, ich kann nicht mehr können. Ich bin heimgekommen, weißt, und all meine Jungs 1 und 3 und so. Ja. Ich so, was soll ich jetzt machen und so. Ja. Und dann halt irgendwie trotzdem aus Gewohnheiten einmal so 2-3 Mal dran gezogen.
direkt wieder. Panikattacken? Ja. Ich auch, weißt du noch? Und dann habe ich gewusst, ich muss aufhören. Ich habe gar keine Wahl. Einmal hat er eine gehabt und dort habe ich, glaube so schlecht wie ich reagiert habe, kannst du also gar nicht reagieren. Du warst auch futz drauf gewesen, das ist eben... Ich Weißt du, wie schlimm ist das, Alter? Ich habe gar nicht checken, Alter. Er so, ey, Zero. Mir geht es nicht gut. Ich so, Bro, chill. Bro, wir sind so auf dem... Ja, aber ganz ehrlich, in einer Attacke drin. Kannst du sagen, was du willst? Genau, kannst du als Kollege, der nebendran ist, nicht viel machen. Ich bin einfach bei ihm, ich so, komm Bro, ich chill jetzt mit dir. Schau mal einen Film, chill mal, weißt du, entspannt. Weißt du noch, was wir geschaut haben? Sagen wir, Simpsons. Bro, warte jetzt. Simpson, der Film? Bro, ich muss das schon Fucking erzählen. love it, man. Das Bro, ist los so jetzt. geil. Wir sind so... Ich bin so auf dem... Es ist eigentlich nicht lustig, weißt du? Aber ich meine, es ist schon eine lustige Geschichte, aber so... Wenn du es hörst, so nachher ist es schon lustig, aber in dem Moment... Ja, ich finde es einfach lustig gewesen, weißt du? Unbedingt so. Dann haben wir ja wenigstens aus etwas ganz Beschissenem haben wir jetzt noch irgendwie eine geile Erinnerung, wo man sich erzählen so, kann. ja. Ja, voll, ist doch gut. Bro, look, ich bin so... Ich habe so eine Härte... Ich bin so high gewesen, ich habe so eine harte Panikattacke gehabt, dass ich gemeint habe, es ist alles in Slow Motion. Weißt du, was ich meine? So, Bro, ich bewege meine Hand und ich habe das Gefühl, ich sehe so meine Hand 4-mal. Weißt du, was ich meine? So, verzerrt. So verzerrt und so. Weil ich bin so... Und mein Herz hat angefangen zu rasen und Mund trocken und ich habe so wie nicht mehr gespürt, richtig, weißt du? Und ich so, Jungs, ist nicht gut, weißt du? Und dann ich so zum Zero, ich so, Bro, ich habe eine Panikattacke. Nachher so, Bro, weißt du, beruhig dich, alles gut und so, schau mir etwas. Ich so, nein, da Bro. und so. Ich so, Bro, es geht mir nicht gut, weißt du? Ich so, es geht mir wirklich nicht gut. Er so, Bro, fahr runter und so, schau mir einen Film. Und dann, und das war in dieser Zeit, wo er Simpsons von Staffel 1 bis 32 durchgeschaut hat. Hast du alles durchgeschaut? Ich liebe Simpsons. Ja. Geil, Mann. Ja, Bro, ich also- sauer, Mann. Also ich meine, das ist so, Aber es ist viel, hä? das ist so Ja, ja. Pandemie, Heavy. erst Zeiten gewesen, weißt du, so, wir sind nur Voll. daheim. Nur daheim, Nur daheim. 24 Stunden. Ich Nicht mehr, hab- weißt du, das mit ich 5 hab die- Personenregeln und so weiter. Auch, Ja. ich glaube, draußen hättest du nicht dürfen mehr als 3 Leute sein, Ja. weißt du, laufen. Der Hardcore-Shit. Bro, Das Ich ist habe die extrem Zeit ehrlich gesagt noch geil gefunden. ja, Bro, ganz ehrlich, ist das schon easy. Nein, man, schnell. Ein Ein guter halbes Lockdown. Jahr. Ja. Aber ja, Es ist November, ich sage ganz ehrlich, November ist einfach jeder die Heimrieb und Fresse haben. Bro, Das wäre wirklich nicht die typischste Idee, Bro. Auch für die Umwelt, Bro. Jeder sagt, die Heim chill Homeoffice machen, Fresse haben, nur die notwendigsten gehen arbeiten, fertig. Ja. und jetzt bei Simpsons ist ja das Gravierende an dieser Serie, ist ja, dass jedes Mal das Intro ein bisschen anders ist. Mhm. Und Bro, wir Wir haben schauen, fertig gemacht, oder? nein, wir schauen das Intro. Oh nein. Und ich Aber hab das so- unpassendste Intro. Nein, aber ich habe einfach so das Gefühl gehabt, das scheiß Intro geht schon seit 15 Minuten. Weil normalerweise geht das ja Eine Minute, so max. Ja, max. aber es gibt schon längere. Ja, 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 fix. aber 15 Minuten. Und Bro, ich schaue das an und ich so, fuck Junge, du bist so drauf, du hast das Gefühl, und du bist so in dieser Panikattacke drin, du hast das Gefühl, es geht alles so 10-mal länger. Ach, ist das Und irgendwann, der Serd schaut so und sagt so, weil er ist ja voll drauf. Also, Ich so, wann fängt der scheiß Film wer an? fängt das scheiß Film endlich an? Und dann macht er Pause und er steht so 10 Minuten. Und er so, oh shit, wir sind den Film am schauen. Nicht Serie, weißt du, ich habe mir den Folge. Ich so, Digga, wann fängt die scheiß Serie an, Alter, Mann? Wo gehst du? Gott. Und nachher, dort haben wir ganz gelacht. Dort haben wir ganz gelacht. Und ich weiß nicht, ob es die Leute cool Das hat mich finden. nachher recht Ja, abgeholt, das haben wir uns Alter. kaputt gelacht. Ich so, weil das ist auch gerade der dritte Mitbewohner runtergelaufen. Er so, was schauen? Ich so, Bro, wir wollen den Film, wir wollen Simpsons schauen, aber der scheiß Intro geht einfach zu lang. Weil bei dem Film geht das Intro 15 Minuten. Ja. Weißt? Und ich einfach so denke, ich so, was passiert und so. Und dann fängt er an zu lachen, weißt du? Als er anfängt zu lachen, habe ich gecheckt, okay, easy, so, du, das passiert wirklich. Das ist nicht Nein, so. das ist nichts von dir gewesen. Ja, dort habe ich so, Digga, dann kommt mein Mitbewohner und der ist noch Latino und der lacht sich kaputt. Er schaut das, er so, schaut wieder drauf. Bro, und das Schlimme ist, ich habe dort noch meine gut. scheiß Apple Watch angehabt. Meine Apple Watch gibt mir so eine Meldung Oh, scheiße. und sagt so, Puls bei 150, beruhig dich. Abziehen. Ich so, yo, Bro, das ist gar nicht gut gewesen, Alter. Das ist das letzte Mal, gewesen, wo ich geraucht habe, Alter. Ja, Oder eins nachdem vielleicht so, aber ich habe wirklich, jedes Mal, wenn ich geraucht habe, ich habe wirklich Panikattacken bekommen. Ja, voll. Also ich würde auch wirklich allen, die zuhören, empfehlen, überlegt euch das gut mit dem Kiffen. Ja, so. wirklich. Und wenn ihr es macht es einfach irgendwie so ein bisschen cool, Voll. ein bisschen im Maß und so. Ja, das tägliche Kiffen und so ist Das tut gar nicht gut, gar Alter. nicht. Das tut ist gar nicht- nicht es gut. ist- Ja. Vor allem, ich habe auch gemerkt, Bro, es zieht mich ab, Alter. Ich habe irgendwie, Ja, vor allem mit der Pandemie, Bro. Bro, ich Ja, habe nichts mehr voll. gemacht, Alter. Natürlich, dort ist natürlich. 24 Stunden die Heime und das ich rede ein bisschen mehr über dich als über mich, aber auf jeden Fall kurz, also er ist so im September bei uns eingezogen, 2019, und so der erste Lockdown, gab es im Februar, März. Ja. Nicht. Also ein halbes Jahr nachdem er eingezogen ist, war Lockdown gewesen, und ein paar Monate vor dem
ist so gewesen, fuck, dem Typ geht's, also weißt du, so, ihm geht's nicht gut, haben wir gesagt, ihm geht's nicht gut, er ist einfach mehr gerne daheim und so. Und dann in der Pandemie ist dann so ins Gesicht, weißt du, so, dem Typ geht's nicht gut, Bro. Das ist einfach so, das ganze Tag daheim chillen und Also, nur im Zimmer und so, der tut gar nicht gut. Würdest du auch Wenn's sagen, die Pandemie hat dir nicht gut getan? Bro, ich glaube, bei mir ist so wie. Also ich habe ja meine Firma gegründet im 19. kurz vor der Pandemie, ja, Kurz das vor hat der mir auch noch Pandemie. gefällt. Und das erste halbe Jahr habe ich kaputt Gas gegeben. Also weißt du, so, wir haben so 15 Stunden am Tag gearbeitet, weißt du so. Ja. Und ich habe gemacht. Und wir haben irgendwie, musst du überlegen, Alter, wir haben im ersten halben Jahr von dieser Pandemie eigentlich so viel Geld gemacht, dass wir nachher das erste Jahr von der Pandemie haben können von dem leben. Ah, Also weißt du, so, einfach so viel ist gelaufen, einfach zum Verstehen. Riesige Kunden. Also weißt du, so wirklich. Ich habe alles in meinem Leben, was ich hatte, habe ich dort reingesteckt. Mhm. Und dann ist die Pandemie gekommen, Bro. Und dann gab mal so einen schönen Stein in Bro, den Weg gelegt. alle Verträge aufgelöst und es geht nicht und wir können nicht. Und alles, Rechnungen, die weißt nicht gezahlt werden von den Kunden und so weiter. Und alles. und Bro, und ich meine, Shit. es ist gegen dich, so wenn eine Firma gründest, weißt du, dein Vater sagt, mach nicht. Und also weißt du, so Ja. in dem Moment, oder? Und dann kommt Pandemie und Bro, das ist dann wie so, Pandemie ist dann so gewesen, ich habe mir gesagt, weißt du was, jetzt wird 3 Monate schnell halt ein bisschen chillt und dann geht es weiter, das war so mein Gedanke gewesen. Und dann habe ich mir erlaubt, runterzufahren. Und als ich runtergefahren habe, hat es mich genommen. Ja, das passiert oft noch. Ja. Also bei mir war auch, ich bin vom Bosnien in einer Hochzeit von Griechenland. Ich hatte ein Problem mit Reisen und so, fremden Ländern sein. Und es war alles ein mega Stress für mich, auch schon 2 Wochen vorher und so. Und dann, als ich zurückgekommen bin und dann so gemerkt habe, hey, ich habe jetzt den Klotz endlich ab meinem Bein so, weil das hat mich schon so lange die ganze Zeit verfolgt. Ich muss noch die Hochzeit auf Griechenland und so. Und wo das endlich weg war, ist so, oh, geil, weißt du so. Und dann ist alles so ein bisschen abgefallen und dann boom. Schon crazy. Das ist crazy. Schon crazy. Ja. Ich wollte eigentlich fragen, Jungs, abgesehen von halt Hilfe oder professionell, was würdet ihr sagen, könnte eigentlich noch unterstützend sein oder helfend sein, wenn man sich nicht traut, den Weg zum professionelle Hilfe holen. Oder wenn einfach too much, was auch immer. Einfach, den Weg kann man nicht gehen, will man nicht gehen oder ist man auch am Gehen. Was würdet ihr sagen, gibt es Stützen im Alltag, die einem helfen können? Gibt es irgendwie Sachen, wo du eben so Atemübungen zum Beispiel, wo du sagst, ey, jetzt wird es too much, okay, ich weiß, was ich machen muss, fokussiere jetzt zum Beispiel. Gibt es irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, das im Alltag mit begleiten, so im Kopf oder was auch immer, hilft einmal schon? Ja, also finde ich sehr eine gute Frage. Es gibt auf jeden Fall ganz viele verschiedene Sachen, die man machen kann. Und die einzelnen Sachen funktionieren vielleicht bei ihm, bei mir nicht. Es gibt Sachen, die bei mir funktionieren, das musst du wie ausprobieren. Aber mit Schnaufen safe kannst du viel machen. Ja. Ich bin nicht so gut drin, habe ich das Gefühl. Aber Leute, die gut schnaufen können, die wissen wie und so, kannst du auch viel rausholen. Und sonst halt auch mit so Mind-Tricks und so, dir bewusst sein, dass es vorbeigeht. Aber es ist also, für mich ist das immer so ein bisschen eine Verarschung. Ich habe immer das Gefühl, ich bin dann zu schlau. Ich checke schon, dass ich mich verarschen will. Und weißt du, wie so, was mir zum Beispiel oft geholfen hat, das sage ich jetzt schon, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, es geht los oder so, dann habe ich mir einfach schnell den reingefetzt. Das kommt nicht. Herr der Ringe, gib dir was für ein König, Alter. Ich liebe Herr der Ringe und ich liebe die Melodie. Du bist ein King. Du bist ein King, Bruder. Das ist so beruhigend. Ja. Schön das und dann anfangen gleichmäßig schnaufen, am besten die Augen zumachen, irgendwie so. Ja. Und Ein bisschen näher als Mike, sorry. nicht überlegen, so, sondern Gala. ja, Blöd gesagt. mit der Musik. Eben, ich glaube, ich bin dort halt so ein bisschen in der Musik affin. Ich glaube, für mich hat Musik gut funktioniert. Da gibt es eben halt Leute, die andere Sachen gut funktionieren. Aber ich denke, irgendeinen Song zu finden, der einem in eine andere Welt entführt, wo richtig warm ist und irgendwie krass ist für dich. Wenn du so etwas hast, dann probier es mal mit dem, könnte funktionieren. Also für dich ist Musik ein bisschen auch die Heilung so. Hey, voll, machen wie auch hören, ja. Sehr schön. Sehr Das ist schon schön. brutal. Was würdest du sagen, Josh? Bro, also ich muss erstmal noch schnell sagen, bevor ich das beantworte, Ja. was ich sehr wichtig finde, ist,
schau, wir haben jetzt zum Beispiel den Freezy da, wo von mentalen Krankheiten, wo unter mentalen Krankheiten leidet oder gelitten hat. Ich, wo darunter leide, du, wo deine Probleme hast. Und ich meine, Depressionen und Angststörungen, irgendwie so, also Essstörungen, all das Zeugs, es hat kein Gesicht. Voll. Ich meine, es kann jeder sein, oder? Und ich meine, ganz ehrlich, Panikstörung, wie ironisch ist es, dass ein Mensch, der auf Bühnen steht, so wie du, und Konzert gibt, Panikstörungen hat. Weißt du, was ich meine? Wie ironisch ist es, dass jemand, der mit mir zusammen den Podcast startet, am Anfang von dem Podcast, während der Zeit, nicht gut gegangen ist. Also wirklich so. Aber Output immer so am Lachen und so. So auf einem Level, wo ich es nicht gesehen habe, aber weißt du, so immer haha, lustige Podcast-Videos und so. Eben, ich, weißt du, wie viele Leute mir haben gesagt, Bro, du hast eine Firma gegründet, dir geht's gut, du hast eine krasse Wohnung, du bist in der Schule angenommen worden, du bist international. Voll, wie kannst du dir schlecht gehen? Das ist so etwas, ja, Grusiges, wirklich. Voll, aber das ist auch die Frage, die du dir selber stellst. Ja, genau, ich habe mir weißt, oft Schuld gegeben und gesagt, wie erlebst du dir, dass es dir nicht gut geht? Voll. Absolut. Was hast denn du nicht? Weißt, Voll der innere Kampf, wirklich, ja. Absolut. Weißt du, ich meine, wer bist du, dass es dir nicht gut geht, Bro? Ich meine, du hast ja alles, weißt du, so ein bisschen das. Und noch ein bisschen mehr. Genau, und ich habe mir immer gesagt, also weißt du, was ist denn nicht gut, Mann? Und eben darum sage ich einfach so, jedes Mal, wenn wir so tief in dem Ding sind, geht das Licht aus. Jedes Mal ist halt so die Frage, ja, aber weißt du, ich meine, es kann wie jeder sein, weißt du? Und es muss auch nicht gegen rausgetragen werden unbedingt. Es gibt natürlich Anzeichen dafür, oder? Träge werden, hässig werden oft, irgendwie sonst brauche ich es nicht. Und amix ist halt wirklich Nachfrage und mit Leuten reden, rettet halt Leben, oder? Muss man auch sagen. Hey, absolut. Extrem, ja. Und zu der Frage zurückkommen, es gibt für mich ganz viele verschiedene Arten und Weisen, wie, ich meine, wir haben jetzt sehr stark über westliche Therapieformen geredet, oder? Wir haben gesagt, es gibt Medikamente. Wir haben gesagt, geh einfach in Therapie. Und grundsätzlich ist es so, ich habe jetzt vor, ich glaube, einem Monat wieder angefangen mit Antidepressiva. Ich habe es wie selber abgesetzt und gemerkt, ich struggle gerade mega, weil die Schule ist recht anstrengend für mich. Ich gebe, glaube mega viel Energie, wir alle in den Podcast rein. Wir wollen jetzt live kommen, wir wollen dies machen, das machen. Und ich merke, ich gebe sehr viel Energie und an diesen Tagen, wo ich keine Energie reingebe, gehe ich ein bisschen runter. Und darum versuche ich das ein bisschen stabilisieren. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass die Medikamente, es gibt Menschen, die sagen im Fall, das ist das Einzige, was ihnen hilft. Bei mir ist es immer so ein bisschen ein Kampf. Ich finde immer so, okay, ich nehme es jetzt, um mich ein bisschen stabiler zu machen. Aber ich glaube, es ist nicht langfristig die Lösung. Oder? Ich meine, langfristig ist für mich wieder in Therapie gehen, wieder die Probleme antackeln, die ich kann. Aber ich habe genau andere Möglichkeiten, die es gibt. Zum Beispiel, ich bin mega großer Fan von, das ist eine japanische Technik, die heißt Forest Diving, also Waldbaden. Und das ist so etwas, dann gehst du einfach in den Wald und du lässt dein Handy und alles im Auto oder daheim und du laufst einfach und du nimmst einfach nur den Wald an sich auf. Also weißt du, so mit den Geräuschen, was passiert, mit den Gerüchen, mit der Luft dort und allem. Und einmal in der Woche einfach laufen, in so einem, also wandern, laufen, irgendetwas, hat mir sehr viel geholfen. Hey, hast du gesagt, hey, eine Stunde oder einfach so lange, wie du hast? Ich hatte halt zum Glück den Hund gehabt. Okay. Und ich bin immer eine Stunde so. Okay, ja. Okay, Stunde. Ich bin auch zu der Zeit, als mir richtig scheiße gegangen ist, bin ich auch regelmäßig gelaufen. Das hat auch mein Therapeut gesagt, also ich soll das machen, ich muss das machen, wenn du dich dafür zwingen musst. Aber ja, ist etwas. Auf jeden Fall. Hilft Huren. Voll. Das da, hey, im Fall, ganz ehrlich, ich habe halt eine Comfort-Serie, wo ich schaue, wenn es mir nicht gut geht. Und ich so finde, das tut mir gut. Das ist vielleicht so der Ausgleich. Bei mir ist vielleicht Musik und bei dir ist vielleicht... Genau, bei mir bei mir ist schon auch Herr der Ringe Film und Hobbit und Harry Potter. So die Dinger, die immer gehen. So. Ich habe das auch 7-8 Mal in den Marathon gemacht. Alter, ich habe mit ihm zusammen gewohnt. Ich glaube, all 3 Jahre. Alle 3 Monate haben sie Extended Version geschaut. Bro, mein Mitbewohner schaut auch Gilly, ich liebe dich, Bro. Er ist im Juli raus. Ja. Hat er müssen, weil halt in seiner Wohnung Neubau und so ein Problem gehabt hat er müssen kurz 2 Monate raus. Und dann ist er wieder 2 Monate zu uns gekommen und wir haben schon gesagt, fix, es geht einfach Herr der Ringe, wieder einfach Marathon. Obwohl wir schon mal im Juli gegeben haben, weil im Juli haben wir Abschied gemacht. Juli so, letztes Mal Marathon, aber wir machen jetzt nochmal. Geil, Mann. Und die neue Serie hast du geschaut? Ja.
Schön, Krank. Ja, sehr geil. Brutal, ich liebe es. Ich kann es nicht abwarten. Es geht Ist die erste Staffel ist schon fertig? 2 Jahre oder so. Ja, ich hasse das. Leute, die Serien machen, ficken eure Mütter. Wieso wartet ihr 2 Jahre lang, bis das neu rauskommt? Ich weiss, Bruder, es hat seine Gründe, aber... Das ist im Fall die teuerste Serie. Weil sie haben nur für das Recht schon 400 Millionen oder so zahlen. Ja. Das ist crazy. Krass. ohne grosse Abschweifung, ich wollte noch fragen, um wieder zurück zum alten Thema zu kommen. Wie steht ihr zu meditieren? Hey, ich habe es auch schon gemacht. Ich bin einfach auch wieder, oder ich habe das Gefühl, ich bin schlecht darin. Ich würde sagen, das ist hure powerful, wenn man es kann, wenn man sich damit auseinandersetzt, wenn man das wirklich will und so. Ich glaube, du kannst hure viel damit machen und rausholen. So. Ich glaube es eben auch. Und ich wünschte mir, ich hätte mehr Bock drauf. Und so. Weil du musst dir Zeit nehmen. Und am Anfang ist es anschissen, es ist anstrengend, um überhaupt mal in das Stadion reinzukommen, Wie du es schaffst. Ja. genau, wo es mal interessant wird und so. Es ist sehr viel Übung. Es ist halt wie wenn du das Instrument lernst oder so. Voll, wie ein Am neues Anfang- Hobby quasi. So. Ja, genau. Am Anfang macht es halt nicht so viel Spaß, weil es tönt alles Scheiße, was du machst, statt Gitarre. Ah, ja, ja. Und, Guter Vergleich, ganz guter ja, und Vergleich. irgendwann kommst du rein und dann fängt es auch an Spaß zu machen. So. Und ich glaube, es ist bei Meditieren etwas Gleiche. Und also ja, ich bin dort ganz klar so, ich bin Fan von Tibet. Free Tibet. Ja, Free Tibet. Dalai Lama und so. Ich finde das alles hure interessant. Und ich glaube, du kannst mit deinem Kopf so viel machen. Hey, ich habe Weißt auch das wie. Gefühl. Es gibt eben so gute Apps. Entschuldigung, Bruder. Entschuldigung? Nein, ich kann nur rauskommen. Es gibt eben ein paar gute Apps. Also ich habe auch versucht, so ein paar Mal, aber Schwierig, ja? Bro, es ist extrem schwierig, weil du musst eben, wie du gesagt hast, du musst auf so ein Level kommen. Und ab dem, wo du das Level erreicht hast, eben, ist gut, aber ich habe das einfach nicht geschafft. Es hat zwar 2-3 Mal easy gut geholfen, weil ich weiß nicht, ob es sonst eine andere Versionen gibt, aber so das begleitende Meditieren, weißt du, wo jemand redet, Ja. oder sagt jetzt das, Safe. Augen zu, so Ich atmen. denke, es und ist sicher einfacher Voll. für einen Anfänger. Oder so. Voll. Und dort ist, ich glaube, 2 Mal hat es wirklich so, es gibt eine App, es gibt sogar auch, für die, die Netflix haben, ich glaube, es gab sogar auf Netflix. Headspace, glaube ich. Headspace, genau. Und ich muss sagen, es hat mir easy zweimal gut geholfen. Ich habe wirklich gute Begleitung gehabt und ich habe das Gefühl gehabt, so die 2 Folgen quasi so zu meditieren, sind easy angeschnitten gewesen für mich. Ja. Das hat mir easy geholfen. Und Ja, eigentlich solltest du einmal am Tag, Minimum schnell 20 Minuten oder so, schnell. Eigentlich hast du jeden Tag schon 20 Minuten Zeit, um schnell eins rein meditieren. wirklich, so. ja. Also für dich selber, die 20 Minuten kannst du wirklich nehmen für dich selber und Ja. in Zukunft. Ich glaube, Meditation kommt in vielen Formen. Also ein Waldbaden, das ich mache, Ist eigentlich Ja, auch, geht gell? schon. kann eine auch. Meditation sein. Beten kann eine Meditation sein, falls sie gläubig sind. Oder einfach mal 20 Minuten sich Zeit nehmen und nicht am Handy sein und einfach so ein Das bisschen sowieso selber sehr wertvoll, ja. Ja, ja. kann meditieren Ja, sein. Genau, Oder, ich habe zum Beispiel noch so ein Flugzeug gebaut gehabt, Mhm. aus so Balsaholz und sehr Geil. kompliziert und so. Und es war halt voll die Beschäftigungstherapie. Gewesen. Und Mhm. es hat auch etwas Meditatives, weißt Voll, du? voll. Ich bin dort und voll Voll. konzentriert, im Frieden, mach das und so. Hat mir super Kopf geholfen. abgeschaltet, ja. Genau, und am Ende vom Abend, das ist bei mir immer hure wertvoll. Ich liebe, wenn ich sehe, was ich gemacht habe Ja. am Tag. Weißt du, weil ich brauche das ein bisschen. Voll. Ich bin hure schlecht im Nichts machen und das macht mich unglücklich. So. Und darum, wenn ich ein paar Tage nacheinander nichts mache, dann fängt es mir an scheiße zu gehen. Ja. Und darum ist es geil, wenn du so etwas machst. Du hast ja zwar irgendwie jetzt vielleicht nicht gerade also gut, du hast etwas Geiles gemacht, Ja. aber du hast vielleicht nicht das Gescheiteste gemacht, Ja, was ja, du voll. hättest können machen mit deiner Zeit. Aber es ist geil, du hockst am Abend da und dann schaust du das gerippte Flugzeug an und du weißt, Ja. es gibt noch viel Arbeit und so. Und du denkst, krass, man, schau heute den ganzen bin jetzt ein Rumpf bisschen und weiter. Es muss auch vielleicht auch ein bisschen, ich habe das Gefühl auch oft, man muss vielleicht auch ein bisschen weggehen von dem, dass man jede Minute, die man hat, etwas Gescheites muss daraus machen. Ja, Es muss eh etwas Gescheites sein, wo nicht am Abend sagst, heute habe ich einfach nichts gemacht. Es hat voll nicht gelohnt. Es kann auch eben Genau, Flugzeug bauen sein. man darf einfach nichts machen, eigentlich nicht als etwas Schlechtes anschauen. Voll. Nichts machen kann etwas sehr Gutes sein. Du hast nichts gemacht. Das heisst, du hast Pause gemacht. Das heisst, du hast können entschleunigen. Wie der Ali sagen würde, ja. Wie der Alles Ali sagen dran, würde. ja. Zum jetzt wieder, Einfach- ey, der ist wirklich Profi-Moderator. Ja, gell? Seit Ich bin ja gut unterwegs. Folge, So, seit der Bro. 30. Folge geht der voll So, drin. heute bin ich unterwegs, Bro. Heute bin ich unterwegs. Am Sachen miteinander zwickeln und so. Ja, nein, stimmt, ja, wie der Ali gesagt hat. Ganz geil, ganz geil. Ja. Ich finde eben, ich habe das sehr lang so das Gefühl gehabt, so, ich muss, also vor allem in der Lehre, ich muss, sobald ich daheim bin, irgendetwas machen, weil sonst ist einfach die Zeit vergütet, weg. Ich habe einfach nichts gemacht. Hey, voll, das ist Das ist natürlich einfach der junge Jahr. Genau, Genau, das hat das mit ist dem halt zu tun. schon auch noch, wenn du jünger bist. So. Voll. Ich meine, früher, hey, ich habe es nicht auf die Reihe gebracht, mit meinem Gewissen an einem Freitagabend die zu hängen.
Ich bin Beste. durchgedreht. Safe. Ich bin durchgedreht, wenn ich so, hey, Scheiße, Mann, ich muss etwas machen. Ja. Weißt du, habe ich das letzte Mal an einem Freitagabend etwas gemacht. Ja, so, jetzt da hat ein Event sein, sondergleichen, damit ich meinen scheiß Arsch bewegt habe an einem Freitagabend. Wirklich. Freitagabend wird böse reinchillen. Ja, Bro, wichtig. Jetzt eben mit der Zeit merkst du, Zeit für sich und einfach nichts machen und chillen ist hure wert. Ja, und du lernst es auch. Also weißt du, ich meine, Voll. für mich ist jetzt also, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Woche schon 2 Termine nach dem Arbeiten habe, dann ist für mich fertig. Also dann mache ich nicht 30, 40, 50 ab. Weißt du, so. Ist auch gescheiter. Dann ist für mich einfach so, nein, der Rest ist einfach für mich so. Dann will ich die Zeit nutzen, um daheim meine Sachen zu erledigen, um einfach nichts machen, zum zocken oder... Und das ist jetzt wieder Erfahrung, weißt du? Voll, du hast das gleich gefunden. Genau, du hast das schon erlebt so. Und ob Voll. das jetzt der perfekte Weg ist, weißt du jetzt auch noch nicht. Weil Genau. du bist jetzt auch erst irgendwie 28 oder so. Ja. Also weißt du, da gibt es immer noch Raum gegen auf. Aber du Voll. machst jetzt schon mal etwas anderes. Voll. Und wahrscheinlich in meiner Meinung jetzt etwas richtiger, so dass es nicht wieder so weit kann kommen. Und du könntest danach sagen, ja weißt du, hätte ich aber jetzt die anderen Meetings auch angenommen. Könnte vielleicht erfolgreicher sein oder schneller erfolgreicher sein. Aber dort ist es auch wieder, Bro, wenn es dich nachher wieder zusammenlegt und dann vielleicht mal ein Jahr zusammenlegt, Dann du ist kannst gar nichts machen. Bro, dann würdest du dir wünschen, wenn du überhaupt nur einmal im Monat noch Voll. könntest, ein Meeting haben oder so, weißt du? Sehr schön. Von dem her, lieber langsam dafür, safe, kontinuierlich und auf sich selber schauen. Das Wirklich, Wichtigste. wirklich. Das Wichtigste. Yes. Hey Jungs, sehr geiles Gespräch gewesen. Wirklich, ja. Können wir, Ja. können wir noch Sehr. mal schnell zum Album Balkan für 2, wo jetzt am 11. rausgekommen ist. Boom, da nochmal. Du hast aber Sorry. auch Namen drin, wo ein bisschen, ich glaube, den Tenor vom Album ein bisschen angeben, oder? Nullpunkt, keine Zeit, Liebe lernen. So, sind das alles so Tracks, wo auch das Thema thematisierst? So? Absolut, ja, voll. Liebe lernen ist zum Beispiel gerade so ein gutes Beispiel für Selbsthass. Und ich habe mich eigentlich nie gross selber gehasst. Ich habe eigentlich nur immer das in mir gehasst, wo mich zu dem gemacht hat, wo nicht mehr raus will, wo nicht mehr in die Ferien will. So, und du, genau, es geht Hand in Hand, du wirst depressiv irgendwo durch, weil du nicht mehr das machen kannst, was du willst. Und irgendwie fängst du dich an hassen für das. So. Und dann irgendwann habe ich halt einfach gemerkt, hey, schau, ich habe jetzt auch weißt, lang nie eine richtige Beziehung führen und so. Und das hat für mich auch mit dem zusammen zu tun, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann gar nicht jemandem die Liebe geben, die er verdient, Ja, voll. weil ich mit mir selber so nicht im Reinen bin. So. Ja, Ja. Und um das geht es in dem Song eigentlich. wirklich. Und noch ein Titel, den ich gerne will fragen, 29. Februar. Ja, Das gibt es ja alle 4 Jahre. Genau. Hat das etwas mit dem zu tun? Oder ist ja das voll. Das ist einfach so eine Songidee, die ich hatte. Das geht jetzt nicht hure in die Mental Health Richtung rein. Okay. Das ist einfach, es ist mehr so ein Love-Song eigentlich. Mhm. Und es geht halt so, ich habe so ein Gedankenspiel gemacht, dass wenn du am 29. Februar mit einer Frau wirst zusammenkommen, Ja, dass du ja grundsätzlich nur alle 4 Jahre ein Jahrestag. einen Jahrestag hast. Ja. Und das verflixte 7. Jahr, wo man ja sagt, Ja. wäre dann erst in 24 Jahren. Also Ja. es ist doch wie so ein bisschen eine Zeitreise. Okay, Weißt du, okay, wir, geil. wir haben für unser 7. Jahr haben wir noch 24 Zeit. Für- Geht dann auch irgendwie allein. Also eigentlich könntest du es auch aufmachen. Es hat ein Booklet, wo ich zu jedem Song, also was? ein Booklet mit 10 Seiten und zu jedem Song habe ich eigentlich so wie meine Lieblingsline Gedanken und so. Ah, okay. oder die Line, die am besten zum Song passt, so outpointed. Geil. Du hast ja so ein Booklet nicht, also du könntest schon den ganzen Text drauf Ja. packen. Ja. Es sieht dann einfach, also brauchst du einfach eine Lupe Voll. zum Lesen. Habe ich nicht schön gefunden, weil ich habe halt eigentlich gerne Text so, aber du hast ja mittlerweile auch, Ah ja, ich sehe es, ja. kannst ja mal irgendeinen... Mach mal So, was haben Unboxing-Video. wir da? Wir haben bei, was hast du vorhin gesagt? 29. Februar. 29. Februar hast du Ich glaub, die das zweite Line. Das ist wahrscheinlich die Pointe. Ja, Unser 7. Jahr ist noch 24 entfernt. Genau. Ja. ganz geil. Ist geil. Ganz geil. Die Fotos sind von Oliver Bär. Richtig, ja. Das ganze Artwork. Nice, man. Alles. Nice, nice. Das Liebe- kommt raus, wann, das Album? 11.11. Jetzt, wir sind ja am Sonntag am Aufnehmen. Ja. Das heisst, es kommt nächsten Freitag. Okay, geil. Und die Ausstrahlung ist ja dann am Montag, oder? Das heisst, Ist schon draussen. wenn die Leute das sehen, ist es schon seit 3 Tagen draussen. Ganz geil, ganz geil. Lieber lernen, vielleicht sollte ich eher mal mein Grossi besuchen, eine alte Liebe pflegen, statt eine neue suchen. Das ist ja schön. Das ist wirklich ganz cool. Geil, Freezy. Bro, danke vielmals für das schöne Gespräch. Es ist das erste Mal, wo wir miteinander reden. Ja, voll.
sehr schönes erstes Gespräch. Hey, mega sehr geschätzt. Nein, und auch danke für die Einladung. Ich finde es sehr cool und wichtig, was ihr macht und auch, dass ihr eure Plattform gebt für so ein wichtiges Thema. Bitte gerne, danke, bist du da gekommen. Danke, hast du so offen über das geredet. Auch dir, Josh. Also eigentlich alle, die da sind, danke, haben ihr so offen und so direkt über alles können reden. Das ist ganz wichtig und ja, ich kann nur noch mal sagen, dass es wirklich gut war und ich finde es schön, dass wir über das geredet haben. Und das Stigma. Schön haben wir darüber geredet. Ja, Mann. Da jetzt für euch. Also, willst du etwas sagen? Tut mir leid. Nein, ist gut. Sorry. Mach weiter. Nein, Bruder, mach. Nein, ich wollte, dass du es machst. Okay. Und ja, in dem Fall zum Abschluss, wie immer, gibt es Outro. Gebt euch. Das ist kurz und